Das Wort wird wieder erteilt Henk Dijkstra, der sein Mikrofon gerade abholt. Und dann sehen wir das Finale der Finalisten, wenn Sie so wollen, in unserem Fahrsport. Wir sehen den Champion der jungen Reiter sowie den Sieger im älteren Stuten-Hengsten-Wallach-Finale. Und wir werden herausfinden, wer mit dem Stinen Hinder nach Hause geht und dann im Prinzip der Champion ist im Indoor-Fahrsport. Wir verdanken das Stinen Hinder der Familie Donker uit Spanger und würden Ihnen dafür sehr gerne danken. Letztes Jahr hat Sibren Minkema den Stinen Hinder gewonnen mit Cäsar. Und die Meisterin der Young Riders war Lieke Lux letztes Jahr mit Romert 498. Sie sehen die Siegerin der Young Riders, Sam Out. Und mit der Sie sind auch Cecilia von Greifenstolz mit Lieke Lux wieder die Manege betreten. Wir sehen also Sam Outhoff mit Dürk und Lieke Lux mit Cecilia von Greifenstolz. Außerdem mit von der Partie sind die Gewinner der des älteren Finales. Josse 526 mit Radboud Kürsdom am Wagen die 122. Josse, ein Sohn von Nane 492. Und dann warten wir noch auf den letzten Teilnehmer. Und da ist er. Er hat die Hengste in der Körung, er macht mit in der Show. Aber dann sehen wir hier Jelmer Schadon mit Gerrit RV und der 166 am Wagen. Gerrit, ein Sohn von Eise 489. Dann sehen wir hier also sehr typische Sportpferde, wie bereits erwähnt, ist Nane 492, Pferd des Jahres 2022 gewesen. So, wie bereits werden die Juroren noch einmal sämtliche Spanne inspizieren, sicherstellen, dass keine versteckten Hilfsmittel eingesetzt werden, um hier das Finale der Finale zu gewinnen. Und dann sehen wir gleich unsere 4 bestplatzierten Reiter und Gespanne aus der jungen Reiter und der erfahrenen Reiter Finale den Kampf miteinander aufnehmen für das Stinen Hinder, den Preis der Preise unter den Gewinnern der Gewinner. Dann beginnt unser Finale der Sieger. Dann sehen wir Lieke Lux, Sam Outhoff, Jelmer Schadon und Radboud Kürsdom. Sehr schön, sie benutzen hier diese sehr weite, sehr große Piste optimal. Sind alle sehr stilecht, alle mal gesegnet mit schönen, großartig arbeitenden Pferden.
Und Sie dürfen natürlich gerne hier mit unterstützen, mit Stimme und mit Händen. Das sehen wir sehr gerne. Wir sehen, dass jetzt die Hand gewechselt wird. Unser Ringmeister hat den Hut abgenommen. Und dann werden wir gleich natürlich den Sieger der Sieger bekannt geben. Es gibt nur eine Person, die den Stinen Hinde mit nach Hause nehmen darf. Und das finden wir also gleich heraus. Oh, wir werden vom 4. zum 1. Platz uns vorarbeiten. Auf dem 4. Platz die 245. Dann auf dem 3. Platz die 26. Und dann geht es jetzt um das Silber und Gold, meine Damen und Herren. Und den Sieger der Sieger wird Gerrit R.V. Die Spannung steigt. Silber für Jelmer Schadon und das Gold geht nach Groningen mit Radboud Kühlsdom und Josse 526. Silber für Jelmer Schadon, Gold für Radboud Kühlsdom. Ein Fest sicherlich jetzt gerade in Groningen, wo dieser Hengst herkommt. Harry de Jong wird uns erklären, warum gewonnen ist, wie gewonnen worden ist. Na, wir haben die Entscheidung getroffen, dass die 166 und die 122 die beiden besten Pferde waren. 122 Hinterbeine sehr stark, sehr schönes Genick. Und die 166 auf dem 2. Platz hat etwas länger gebraucht, um in Balance zu kommen. Und darum haben wir die 122 auf den 1. und die 166 auf den 2. Platz gesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Harry, für diese Erklärung der Platzierung. Und dann gehen wir direkt in die Preisverleihung. Für uns natürlich der Höhepunkt der Finalrunde der Horses to Fly. Frau Donke, die diesen Preis mit möglich macht, überreicht jetzt gleich Stinen Hinde an Radboud Kühlsdom, der also das Finale der Sieger gewonnen hat. Was für ein großartiges Finale. Und auch für Radboud wird das hier der absolute Höhepunkt seiner Karriere sein. Es ist nicht oft, dass man jetzt Stinen Hinde gewinnt. Und dann gebe ich... Gut. Bevor wir hier mit einer hoffentlich passenden, abschließenden Ehrenrunde die Bahn verlassen, gebe ich das Wort gerne noch unserem Kassenwart, Ludo de Haan. Guido de Haan? Vielen Dank, Henk. Seit 2020 haben wir einen neuen Vorsitzenden und hat mit sehr viel Einsatz den Vorsitz geführt hier und hat auch viele Nebenaktivitäten ausgeführt. Er war unser Ringmeister, er war Jurymitglied. Und es wird ihm zu viel, auch aus Gesundheitsgründen
will er darum zurücktreten, was wir sehr ärgerlich finden. Wir werden ihn sehr vermissen, aber manchmal geht es nun mal nicht anders. Aber wir würden dir, Johann, gerne trotzdem danken und uns offiziell von dir verabschieden. Aber in diesem Kreise dir schon mal sehr danken für deinen Einsatz, deine Zeit. Vielen Dank, Guido de Haan, für diesen Dank an Johann, unseren Vorsitzenden, Johann Jukema. Und ich darf dich auch einladen, Johann, hier mit unserem Sieger, der Sieger, noch ein Foto zu machen. Dann gibt es noch ein Foto mit Stammbuchhengst Josse, der also hier zusammen mit Radboud Kursboom gewonnen hat. Wir haben natürlich sehr viel Bewunderung für unser gesamtes Vorstandsteam, das hier auch am blauen Tisch steht. Und wir danken auch der Familie Donker für unseren Stinen Hinder. Und da ist er, unser Vorstandsvorsitzender und der Sieger, Herr Radboud Kursboom, der mit dem Stinen Hinder fortfährt. Und alle anderen dazu. Und auch für Jelmer Schadon möchten wir natürlich Applaus für Summer Outhoff und für Lieke Lüx. Aber es konnte nur einer das Finale der Finale gewinnen und das war der Radboud Kursboom. Wir möchten natürlich unseren Vorsitzenden doch noch eben hier auf der Bahn aussteigen lassen. Und dann gibt es durch den Haupteingang den offiziellen Abschied. Das war unser letztes Auftreten hier heute auf der Bahn. Wir sind fertig mit den Horses to Fly Endrunden und Finalen. Wir bedanken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Unterstützung. Und wir hoffen, dass Sie wissen, dass unsere friesischen Pferde wirklich mitstreiten können, auch international, und wie schön sie tatsächlich sind und wie einsatzfähig. Dann gibt es noch eine letzte Ehrenrunde für Josse und Radboud. Eine letzte Runde Applaus und dann bleibt mir nichts anderes, als Ihnen allen sehr zu danken. Und das Wort erteile ich wieder Bert. So sehr schöne Worte, die wir hier hören. Wir sind also Josse, Sohn von Name 492. Das kann man hier sehr gerne sehen bei uns auf der Bahn. Wir machen Pause. Die zweite Besichtigung der jungen Hengste wird nämlich weitergehen. Wir machen die nächsten 6 Gruppen, Gruppen 7 bis 12. Wir werden also herausfinden, wer für die Vorreittage eingeladen wird. Um 11:45 machen wir weiter mit Gruppe 7. Inzwischen können Sie natürlich nach wie vor auch im WTC-Hotel Clinics und Workshops besuchen. Das komplette Programm finden Sie entweder im Internet auf der Webseite des KfPS oder wenn Sie einen Katalog gedownloadet haben oder eventuell in Händen halten, auf der Seite 76. Da steht das Klinikprogramm und Sie können Workshops in niederländischer, englischer oder deutscher Sprache hier im WTC-Hotel folgen. Und bis dann
kann ich Ihnen auch nur noch unsere Dokumentation über Jasper 366, den König der friesischen Pferde, sehr warm empfehlen. Die ist mittlerweile für alle zugänglich, wird zu verschiedenen Momenten ausgestrahlt, auch im BTC Hotel in den New York-Sälen. Er ist der sogenannte King of the Stallions. Premiere der Dokumentation war gestern, am Donnerstag. Und Jasper einer der einflussreichsten Hengste hier für uns, für die friesischen Pferde. Die Dokumentation wird auch auf Omroep Friesland und wahrscheinlich auf NPO 2 noch ausgestrahlt. Und wir empfehlen Ihnen die Dokumentation um den King of the Stallions, Jasper 366 wärmstens. Wie gesagt, um 11:45 und um 11:45 können Sie diese in den New York-Sälen im WTC-Hotel, das hier direkt sich an die Hallen anschließt, sehen. Und wir bauen jetzt hier eben wieder unsere Besichtigungsbahn auf. Um 11:45 geht es dann weiter mit der Besichtigung, der zweiten Besichtigung der Gruppen 7 bis 12. Und dann finden wir heraus, wer weiter eingeladen wird zu den Vorreitagen, wer eine Runde weiterkommt und eine Chance hat, Stammbuchhengst zu werden. Aber wie gesagt, mit Gruppe 7 machen wir weiter um 11:45. Hey vriend, hey maat. Goed dat ik je hier weer even tegenkom. Zo, dat is lang geleden.